herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Simon Koster und ja, ich habe wieder das Ziel da, das heisst, es ist wieder Zeit, ein paar Schweizschreiber auf die Röste zu nehmen. Bevor wir die Folge anfangen, muss ich mich eigentlich für das Feedback von der letzten Woche bedanken, für das Video, das letzten Sonntag online gekommen ist. Das war mal absolut heftig gewesen. Im Vergleich, was sonst immer abgelaufen ist, das Video eigentlich recht gut bei euch angekommen. Ich bedanke mich auch für die vielen Kommentare und Likes, die ich bekommen habe. Und es haben auch die ein oder andere gefragt, wieso das genau SS News heisst. Irgendwie habe ich das letzte Mal gar nicht erklärt. Ich war einfach absolut lost gewesen, habe das Video gedreht und irgendwie im Schnitt ist mir aufgefallen, oh well, hier sollen Leute wissen, was das Format genau sagt. Und ich habe mir überlegt, ich erkläre es euch jetzt kurz. Also SS News steht nicht irgendwie für die guten altdeutschen Zeiten, sondern weil es ist irgendwie zur Tradition geworden, dass fast alle Schweizer YouTuber irgendwie am Sonntag ihr Video veröffentlichen. Und da denke ich, wie wäre es denn, wenn ich das einfach zusammenfasse und irgendwie so ein bisschen cool, weil ich dachte, ich könnte das irgendwie so ein bisschen comedy-mäßig zusammenfassen. Und darum habe ich gedacht, nenne ich doch das Ganze irgendwie Schweizer Sunday News irgendwie so. Und dann ist mir sicher SS News könnte noch ein bisschen cooler Formattitel sein. Und ja, darum bin ich zu einem ganzen Namen gekommen. Also von dem her, wenn ihr euch gefragt habt, wieso SS News, jetzt sind ihr leider entweder enttäuscht worden oder sind aufgeklärt worden. Ja, aber jetzt würde ich sagen, fangen wir mit dem Video an. Diese Woche ist auch von Nilay wieder ein neues Video online gekommen. Nämlich hat er zusammen mit dem Adi schlechte Wortwitze gemacht. Aber ja, die sind nur schlechter als die von Niki. Von dem her gönnt sich einfach selber und wir kommen direkt zum Adi. Und für den, dass ich da irgendwie ein bisschen auf seinem Niveau mithalten kann. Aber dann lege ich mal die Brille an. Aber ganz ehrlich, was soll das? Wie kann man so viele verschiedene Brillen haben? Ich meine, the fuck? Wieso? Also ich verstehe es ja, dass irgendwie gewisse Massenbrillen cool sein können, aber einfach irgendeiner kann man es wirklich absolut übertreiben. Egal, ich würde sagen, wir schauen eigentlich mal an, um was es in seinem Video gegangen ist. Nämlich hat er in seinem Video wieder einmal, kann man eigentlich so gut sagen, auf Schweizer TikToks reagiert. Und gewisse Leute fragen sich sicher jetzt, was für cringy TikToks? Und ja, schaut selber. Was haben wir denn da? M&M's and Friends. Mal schauen, also habe ich eigentlich schon noch gerne. Mal schauen, was drin ist. Also gut, Achtung, fertig, los! Oh, sind Haselnüsse! Aber ganz ehrlich, was gewisse Leute auf TikTok können, das kann ich besser. Schaut selber. Schau mal da, ein schlechtes TikTok. Oder, warte mal. Ja, nur ein schlechtes TikTok. Okay. Da muss ich jetzt wirklich sagen, der ist mal absolut schlecht gewesen. Entschuldige mich dafür. Aber gar nicht entschuldigen kann sich einfach der Maelo. Und falls du das schaust, Maelo, du hast dich jetzt da gar nicht rausgesetzt, weil auch der Monsieur Maelo hat wieder mal so ein Video gemacht. Und was seine Zuschauer davon halten, schaut selber. Okay, ich muss sagen, der Start dieses Videos war wieder absolut niveaulos gewesen. Aber ganz ehrlich, seit wann steht die Schweizer YouTube-Szene für aktive Videos und Niveau? So, zum jetzt haben wir das Niveau ein bisschen irgendwie aufschrauben, versuchen wir es mal mit so einem Podcast. Wobei, weil ich die letzte Folge gehört habe und hoffentlich ihr auch. Aber seit der neuesten Folge, irgendwie muss ich sagen, zweifle mittlerweile im Variatschi, wenn ich Sätze höre wie «Ich habe kein LAN und WLAN-Kabel um mein Zimmer gelegt», frage ich mich halt schon. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Egal, wenn wir schon bei inkompetenten Personen sind, liegt doch der Niki ganz nach. Von dem her, machen wir weiter mit Niki im Video. Also ich muss schon sagen, Niki, ganz ehrlich, zuerst klaust du mir meine Videoidee und dann nimmst du sogar noch meinen Job weg. Look at the top of his head! Er macht sich mittlerweile selber zum Anfang. Hat er das schon nicht gemacht. Aber das sei jetzt mal dahingestellt, weil wenn ich so ein Bild gesehen und ganz ehrlich, ich will ja jetzt nicht schon wieder den gleichen Joke wie letzte Folge machen, aber ganz ehrlich, so ein Bild, da fragt sogar er sich, Alter, was ist das? Ich merke schon, irgendwie, der Niki hat nicht so einen positiven Einfluss auf unsere Schweizer YouTube-Szene. Und ganz ehrlich, ich stelle mir das gerade so gemütlich vor, in der Zeit, wo es der Niki auch noch nicht gegeben hat auf YouTube. Und die besseren Worte hat sogar die Leonie gefunden, weil ich bin absolut scheiße, was Reden anbelangt. Das merkt vielleicht auch im Video, dass 100 Schnitte drin sind. Und es liegt nicht nur daran, dass ich es lustig halte, sondern dass ich auch absolut nicht reden kann. Ja, sie hat sogar die besseren Worte gefunden, weil, lass es selber mal. Habe ich so extrem Freude gehabt, dass wir einfach Tränenkuss sind. Ja, und bei der Leonie muss ich mich ganz ehrlich entschuldigen, weil irgendwie, als ich letztes Mal das Video gedreht habe, habe ich das alles schön gescriptet und habe sogar im Skript drin gehabt, dass ich sie auch ein neues Video hochgeladen habe. Und irgendwie habe ich es einfach geschafft, es zu vergessen. Wieso auch immer. Darum, ja, ich hoffe, Leonie, für dich ist es nicht allzu schlimm, dass ich dich vergessen habe, weil darum habe ich gedacht, ich mache sie auch gerade mal zum Kanal der Woche.
Ja, nämlich diese Woche hat sie ein Video hochgeladen, wo sie ihr ganzes Equipment vorgestellt hat. Ich tue euch heute meine Sachen zeigen, was ich so zum Filmen, zum Bearbeiten und was ich eigentlich alles so für Equipment habe, für die Sachen hier zum Video machen. Die Kamera heisst Canon EOS M50. Wenn ich sie bekommen habe, habe ich so extrem Freude gehabt. Aber ich werde euch jetzt da gar nicht zu viel vorenthalten, darum schaut am besten selber, was sie für Equipment haben. Aber ganz ehrlich, ich habe so nie in den Balken gesehen und ich frage, ihr habt überhaupt nichts lesen können? Keine Angst, es wird nicht der einzige sein, der nicht lesen kann. Und die meisten von euch wissen ja, wenn es irgendeinen Kanal von der Woche gibt, dann gibt es auch meistens ein Video von der Woche und diese Woche kommt das vom Olli Nelson. Und ja, man könnte sagen, hey, Olli, den habe ich doch irgendwie schon letzte Woche gesehen, nämlich im Video vom Adi Totoro. Und wer das noch nicht gesehen hat, es ist hier oben verlinkt. Ihr könnt es anschauen. Und Oli ist auch dort vorgekommen, nur das Mal ist sogar das eigenes Video von ihm. Sein neues Video ist ein Kurzfilm mit dem Namen Stick. Ich muss sagen, der Kurzfilm ist wirklich absolut nice geworden. Es hat eine gemütliche Stimmung, darum ist es wirklich auf jeden Fall schauenswert. Und irgendwie sieht man die Leute in diesen Szenen nicht mehr rennen. Und jetzt habe ich mir mal gedacht, ich versuche herauszufinden, wieso. Und ich glaube, nach langer Recherche und extrem schwierigen Ermittlungen habe ich herausgefunden, wieso die Leute die ganze Zeit wegrennen sind. Und nämlich handelt es sich darum, weil die Person da den Natti-Merch hat. Und ich weiss, Natti, du wirst es mit Humor nehmen, also hoffe ich zumindest. Und wenn wir schon bei der Natti sind, sie hat auch wieder ein neues Video hochgeladen. Und wie gesagt, auch wie letztes Mal, alles wird unten verlinkt sein. Das heisst, ihr könnt die Videos chronologisch anschauen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ja, zu der Natti selber habe ich eine kleine Storytime. Als ich heute von der Schule heimgefahren bin, habe ich ihr das neue Video geschaut, weil ich irgendwie vorher noch nicht dazugekommen bin. Und dann bin ich so gemütlich am Bahnhof und laufe so mit dem Handy, habe das Video vor mir, laufe so durch die Gegend und plötzlich es handelt sich nämlich um diese Szene. Jetzt muss der Schnauz weg. Der Schnauz wird nicht rasiert. Nein, nein. Mit Beif und ihre Schnapp. Sorry Adi, aber mit dem Schnitz, ohne Schnitz hättest du vielleicht eine Chance. Und irgendwie hat mich das so verwirrt, wieso ich plötzlich dort auftaucht bin, dass mich das nachher irgendwie beschäftigt hat, auf dem Weg Richtung Velo. Die mich vielleicht näher kennen, wissen, dass ich vielleicht seit etwa 3 Wochen schätzungsweise einen TÜV habe. Und seit dieser Zeit bin ich einfach nicht mehr Velo gefahren. Und dann laufe ich halt so in den Veloraum rein und hole mir so meinen Schlüssel ab und denke mir so, fuck, welcher von diesen Schlüssel passt jetzt in mein Schloss? Also ich bin selber wirklich so komplett absolut lost gewesen, dass ich wirklich dachte, Welle? Und stehe auf meinem Velo und ich weiss auch nicht, was in meinem Kopf vorgegangen ist, also irgendwie gefühlt die Leere. Und dann kommt so eine ältere Frau zu mir rein, so, Entschuldigung, haben Sie irgendetwas verloren? Und irgendwie meine erste beste Antwort ist sie, ja, mein Schnauz. Und ich will nicht wissen, was die Frau sich gedacht hat, als sie die Antwort von mir gehört hat. Weil in dem Video, das ich geschaut habe von der Natti, ist es um Adi seinen Schnauz gegangen und sie hat mein Statement zum Adi seinen Schnauz reingeschnitten. Ich bin irgendwie so eine Person, wenn ich irgendwie etwas denke und dann mich nachher jemand fragt, sage ich einfach das, was ich denke. Also irgendwie nicht zu wundern, haben die das Problem auch? Lasst es mir mal gerne in den Kommentaren wissen, weil bin ich der Einzige, der absolut behindert ist? Egal, also das war eine Storytime. Es war jetzt genug Fremdscham, was die Frau sich auch immer von mir gedacht hat. Darum, ja, schnell weiter zum nächsten YouTuber. So, wer haben wir da noch im Skript? Der Lane! Ja, moinsen, Digga! Er hat mir diese Woche eine neue Challenge auf seinem Kanal hochgeladen. Nämlich ist das ein Ja, Nein, nicht Challenge. Kommt mir absolut nicht bekannt vor die Challenge. Die ein oder anderen Zuschauer fragen sich ja, fallen die Videos wirklich die YouTuber, die sie selber machen? Und dieser Frage bin ich auch mal nachgegangen. Ich meine, ich habe nicht unbeantwortet. Ich meine, es ist ein First World Problem, dass man nicht weiss, ob die YouTuber die Videos selber nice finden. Darum, ja, Levin, du findest das neue Video auch richtig gut? Ja. Nein, Mann, Scheiße! Also, somit hätten wir diese Frage auch geklärt. Und irgendwie in der letzten Zeit bin ich öfters ein bisschen im Internet rumgesurft, hatte ich ein Brain-Off gehabt und dann bin ich über so einen Idiotentest gestoßen. Und ich habe gedacht, ey, das muss ich sofort ausprobieren und habe natürlich im ersten Besten, was mir gerade eingefallen ist, angerufen. Und ja, der Nick war irgendwie nicht erreichbar gewesen, darum rufen wir mal am Timmy an. Alter, warum kommt mir mitten im Video an? Ja, hey Timmy, du, kurze Frage. Ich habe da so einen Idiotentest gesehen im Internet und jetzt wollte ich dich fragen, ob es Spiessli oder Köpfler heisst. Es heisst Spiessli und es heisst nicht Köpfler. Okay, danke, da ist mir Antwort genug. Ja, ich glaube, wir haben das offizielle Ergebnis von dem Idiotentest, nämlich... Sie sind geistig behindert. Und ja, ich weiss, viele Leute werden sich jetzt absolut verriegert fühlen und das verstehe ich auch, weil...
ganz ehrlich, es heisst auch einfach Köpfler. Darum, ich verstehe all euch Leute, die einfach sich denken, wieso Spiessli kannst du mir auf den Grill, das ist etwas zum Essen und nicht zum Wasser machen. So, und da jetzt auch die dritte Frage im Bund absolut geklärt ist, ich glaube jetzt alle gemütlich den Rest vom Sonntag geniessen und die restlichen Videos von allen anderen Schweizer YouTuber anschauen. Darum grosses Dankeschön, dass ihr also coole Videos macht, dass ich so ein Video machen kann, wo ich euch verarsche. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich selber habe gefunden, das Video war ein bisschen chaotischer als das erste. Aber ja, wenn ihr wollt sagen, das Video hat mir trotzdem gefallen und irgendwie ich sage, aber hey, irgendwie ist der YouTuber oder der YouTuber nie vorgekommen, schreibt es mir unten in die Kommentare, weil vielleicht ist mir das auch irgendwie einfach wieder mal durch die Latte gegangen. Sorry, Leonie. Aber ja, das wäre es endgültig mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es mir einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns nächste Woche wieder zu einem neuen Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao!